Vierter Akt. Land des Wehklagens. A word, Alm? Clive, did we receive a reply to our petition? Unfortunately, no. The Empire's silence is likely its answer. I believe it wise to resign ourselves. Emperor Rudolph has no intention of treating for peace. He means to continue his march on Sophian soil. Damn. Our men are approaching their limit, and Rigel's climate is far colder than what they knew in Sophia. Further delaying here will only sap their strength and morale. All right, Clive. I trust your judgment. Let's get ready to march. Understood. I'll pass word to the others and prepare them to cross into the Empire. What's all of this leading to? Hey, Alm! I heard the news. Guess the time's finally come, huh? Yeah, we're headed into Rigel. We'll need to be more careful than ever past this point. Hey, careful is my middle name. No, really, I had it legally changed. Not even a chuckle? Really? Come on, what's with the glowering? We've got this. Hell, I've got this. We're not the same scraggly runts we were when we left Ram, you know? I'll forge a new legend in battle. Claire will probably throw herself at me. If Tobin comes crying about suddenly wanting to leave, don't get mad, okay? That would be a problem. I need Tobin right where he is. Thanks, Gray. For everything. I'm counting on you. Of course. Still, I don't see why the wind here's gotta be so damned cold. I'll take anyone on in a fight, but there's no beating this chill. Is it really that bad? You're not freezing your tenders off? I'm impressed. It's not that it doesn't feel cold. It's more like... I know this feeling. Like the air here's familiar. Huh? You take a vacation I never heard about or something? Never mind. Come on, let's go. Oh, 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 Leute, was wird das wohl noch zu bedeuten haben? Oder was für Auswirkungen wird das haben, dass Alm hier nicht kalt ist? Gute Frage. Wie auch immer, willkommen zurück hier zu Shadows of Valencia im vierten Akt endlich mal. Und jo, wir haben das soweit geschafft, wir sind jetzt hier und so, ist ja schön. Celica hat sich entwickelt, auch wunderbar. Wie es mit ihrem Team vorwärts geht, mal gucken, wie es mit allem vorwärts geht. Wir kommen da allerdings nicht weiter. Warum, ist eine andere Frage. Ich habe Angst, wenn ich hier rausgehe, sind direkt irgendwie, keine Ahnung, alles auf uns zu marschiert kommt und so. Und Delphia, ja, die trainieren. Wie die aussieht, ey. Oder was wegen, was ein bisschen wie ein Vampir war in den Fangszenen, egal. Ja, Team sonst eigentlich cool. Müssen so sagen, vor allem unsere Top-Mannschaft, sagen wir jetzt mal unser Top 7. Klar, Silicon Phase natürlich Purgativ, Rettung und Teleport ganz geil. Der Rest, naja, Delphia wird jetzt noch gucken, Clive, ja, seit so eine Frau dabei ist, machen sich auch besser. Luffy ist eigentlich nur wegen Excalibur noch dabei, ansonsten, ich glaube, der wird von seiner Schwester bald schon ersetzt, sobald sie Excalibur drauf hat, oder vielleicht auch nicht, wir werden sie sehen. Gut, ja, ich gehe jetzt mal zum Eingang, vielleicht passiert hier noch was. Nö, so nichts Besonderes. Okay, dann gehe ich hier mal raus. Ich habe Angst. Was passiert jetzt? Jo, warum auch nicht, wa? Scheiße. Kann er ganz entwickeln, wa? Scheiße. Was ist denn hier los? Was ist hier drüben los? Okay, mit Celica könnte ich auch schon weitergehen. Ja, toll, es ist schon weiterentwickelt. Was? Was bin ich jetzt? Von Dolph Svea? Dolph selbst? Okay, so ein Schreckendrachen. Warte mal. Celica hat 1, 2, 3 Kämpfe. Und dann wird es irgendwie hier hoch teleportiert, keine Ahnung. Hier, hier, hier. Also der Celica ist Akt 4 relativ kurz. Da ist bereits Shadow, leg mich am Arsch. Kaiser Rudolf ist ja auch schon. Oh, bin ja echt schon oben. Schloss Rigel, okay. Aber bei allem. Alter, leg mich am Arsch. Was geht denn hier alles ab bei ihm? Caesar Berkut ist ja auch schon. Alter, Alm. Okay, er hat's hier echt scheiße.
Ich habe Schiss, ich habe richtig Schiss. Ich hoffe, sie sind gut genug trainiert, vor allem soll allem langsam sich mal entwickeln. Grenzübergang, die Schlacht. Aber wann entwickelt er sich? Ich weiß es nicht. Alm, we're ready to march. According to our intelligence, Rigel's forces await in the forest ahead. General Berkut is commanding them personally. Berkut? I guess they're serious about holding the border. Indeed. Yet we've no choice but to cross it. Right. Oh, es wird Tote geben, ich sehe es doch jetzt schon. You kept me waiting, Alm. I was starting to wonder if you'd actually come. Berkut! That's quite the little army you've assembled. I'm almost impressed. For a ragtag group of gathered scraps, the Deliverance actually looks the part. Still, it seems you've all let a few meager successes go to your heads. Who are you to dare threaten Rigel's borders? Low-born fool. Do you truly fancy yourself the next king of Zofia? You must learn your place! You've got it all wrong, Berkut. Clive, I've been at Alm's side from the outset, watching all that he has done. He's a brave warrior, and a good man worthy of the crown. He's made such clear to me time and again. The right of kings is not decided by blood or station. It lies in what a man believes, what keeps him up at night. It lies in a man's actions. Enough already. You would throw away your pride as a Zofian noble and bow to a commoner? I see now that the Clive I once knew is well and truly dead. Now it falls on me to bury him. We're all ready, sir. Understood. What is it, sir? I'm sorry. I'm ready. Warriors, it's time! Time to defeat Emperor Rudolph and bring this bloody war to an end! Now then, who will defend Zofia? Then charge! My lord! Follow me! These worms have no right to crawl onto our soil! Angriff! Oh mein Gott, hey, Alter, haben die viel Macht. Und vor allem alleine gegen zwei. Naja, wird schon gut gehen. Ich muss nur oft genug sagen, dann wird es schon gut gehen. Okay. Wie sieht's aus? Wir haben... Okay, da ist natürlich kein Problem für Lucas. Ne, linke Seite ist für Lucas gut. Dann haben wir hier Schleim, erstmal Erholung. Das sieht dann doch ein bisschen übel aus. Hier ist einer, der ist zu feige. Okay, hier haben wir aufeinander mit der Eisenlanze los. Ah, er hat den Korallenring. Dann gucken wir ihn an. Der Naturresistenz um 4 erhöht. Ich glaube, das macht... Wer hat schon wieder ein dritter Tod? Quatsch, dritter Tod. Claire, du hast doch irgendwie... Stahllanze mit der Fähigkeit gegen gepanzerte Einheiten. Warte mal, Sturmlanze. Also gegen Berittene? Nee. So, Panzerfiasko geht hier auch gut. Nicht vergessen. Das heißt, Gray und Alm werden sich wohl um Berkut kümmern. Ich glaube, die kriegen das locker hin. Dann habe ich ja immer noch die gute... Ich wollte gerade sagen, die gute Mathilda hier. Auch irgendwie
Ich habe halt dabei, sieht irgendwie noch so wenig aus. Ganz crazy irgendwie. Jo, wie logge ich die am besten an? Ist eigentlich klar, wa? Ich habe... Aha, so. Links und rechts ein paar. Nee, so natürlich nicht. Das heißt, ich mache es anders, weil Lucas kann gut auf sich selber aufpassen. Aber natürlich hier Truppen mit viel Verteidigung. Am besten gleich alle platt machen. Das wäre ideal. Das war auch ein bisschen, aber vom Schützen habe ich ein wenig Angst. Ich hätte aber trotzdem gerne Grey hier. Ja, Clive wäre eine Option. Ich meine, er hat auch Panzerfiasko. Okay, lasse ich es mal so, wie es jetzt hier ist. Dann hier vorne. Ich muss natürlich mit Verteidigung und Resistenz ran. Natürlich ist ja auch ein Scharfschütze. Wie könnte es anders sein? Okay, dann muss dann Matilda nach vorne. Grey wird auch vorne benötigt. Del4 ist weiter hinten. Hier ist das. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ich hätte Claire aber lieber hier drüben, damit ich mit ihr relativ schnell rüber rennen kann und so. Aber wir vergessen, habe ich noch Rettung und so weiter. Um im Notfall Clive retten zu können. Genau, okay. Freunde, möge die Entscheidungsschlacht beginnen. So, wen aber gesagt, ist hier ein bisschen gefährlich. Dann tut zum einen mal die Schützen, das dürfte, glaube ich, offensichtlich sein. Hier haben wir ein paar Berittene und so. So, dann natürlich sind die Magier, sind auch ein bisschen scheiße. Und schon habe ich ein Problem. Ich habe eigentlich nur eine Pegasus-Einheit, ja, also insofern. Ja, das sieht schon besser aus. Okay, der wird natürlich hier unten so eine Reichweite haben. Ich glaube nicht, dass der Rest schon so weit kommt. Nee, keine Chance, okay. Dann der Wald. Der Wald ist nicht genug. Da sowieso. Sie hat relativ viel Resistenz, aber gegen alle kannst du nicht aufnehmen. Ich würde ihn aber doch genau mal Cliff nach vorne schicken. Für die Magier vor allem, war. Der schickt auch schon mal nach vorne. Logischerweise Matilda auch, die kann hier sowieso gut abblocken. Dann Grey. Bei Grey hat doch gerne, dass sich mal um den Berittenen kümmert. Alm ist direkt hinter ihm. Lufe wird hier ein bisschen mit seiner Schwester ordentlich abrocken. Eure Decke in der Mitte, damit ihr mit weißer Magie und so retten könnt, wo halt nötig. Dann Lucas, du gehst schon mal hier rein. Du bist auch hier jederzeit bereit oder auch zum Fliehen, je nachdem natürlich. Ich bin gespannt, wie ich das packen werde. Sehr gut, Tobin. Hast zwar ein bisschen Schaden gefressen, aber naja. So, also das wird gar keinen Schaden machen. Lucas the Byron. Oh, das könnte wehtun. Er ist ausgewichen. Krass. Sehr gut, Grey. Gefällt mir. Das sind sowieso lahmarschig. Ja, bisher gefällt's mir. Der kann nichts machen, das ist klar. Kann den aber gut schwächen. Sehr gut sogar. Ein Crit vielleicht. Nö, aber gut geschwächt. Das finde ich auch toll. Sehr gut. Dann, wie bereits erwähnt, hat es aber natürlich hier die ganzen Berittenen. Und ich würde Del4 da ungern reinschicken. Andererseits Luffy eigentlich auch nicht. Warte mal ganz kurz. Haben Luffy noch einen Angriff für die weite Ferne? Natürlich nicht. Wenn ich hier mache, okay, wird vielleicht langsam Zeit, um die platt zu kriegen. Der wäre ja auch schon mal eine Option, wa? Was macht ihr eigentlich bei ihr, wa? Das ist ein bisschen viel. Scheiße. Cliff kommt nicht so weit, wie ich gerne hätte. Das finde ich jetzt scheiße.
Machen halt doch ordentlichen Schaden. Aber gut. Donnerschlag. Nö, Vengeance natürlich. Richtigen Angriff. Hier, Magic Power. So genau. Mathilda wird sich wohl um den hier kümmern. Sie hat ja auch, ja, einen Rittertod, eventuell ordentlich wehtun. Cliffside. Vielleicht sogar schon mal die Magie anlocken. Mal mit Cliff, weil er wird sie, denke ich, relativ locker platt machen. Vorher zu geringe Trefferquote. Aura, ja, da kann auch daneben gehen. Bin ich jetzt nicht so glücklich. Ach du warte mal. 70 ist mir zu wenig, da brauche ich ein bisschen mehr. Excalibur? Ja, schon besser. So, jetzt der Crit. Jetzt, wo er unnötig ist. Nice! Nice Duisse! Das heißt, ihr müsst eigentlich die 3 entweder blockieren und noch wegkriegen. Das wäre ganz geil. Einen kriegen oben sicher platt. Delphine, ein bisschen Aura. 80 ist eine gute Zahl. Alter, 70 Erfahrungspunkte. Das ist nicht schlecht. Also, das nehmen wir natürlich gerne mehr davon mit. So. Wie bereits erwähnt, Alm, Fähigkeit Bezwinger. Ne, geht so weit runter, bringt ja gar nichts. Hier muss ich leider zweimal angreifen. Man zieht 18 ab, das ist viel. Also 8 bis ich noch 18 habe, muss ich so sagen. Ich habe Panzerfiasko. Was? Aha. Ein Panzerfiasko irgendwie ein bisschen effektiver vorgestellt. Gut, ich riskier's. Danke! Das wollte ich. Darauf habe ich abgezielt. Sehr gut. Dann kann sie hier entweder Weg blockieren und Panzerfiasko einsetzen. Problem ist, wenn es normal angegriffen wird, hält sie es eben durch. Panzerfiasko. Okay, ich stelle es auch mal hier hin und hoffe aufs Beste. Mathilda geht schon mal nach oben, falls sie aushelfen muss. Dann Cliff, du gehst mal hier hin. Ja, momentan sieht es noch sehr, sehr easy aus. Vor allem für ihn natürlich sehr easy. Easy peasy, erstmal gucken, was machen die für einen Schaden bei ihm. Ich am Arsch. Naja, Panzerfiasko schon und gut. Scheiße. Du kriegst nicht ganz platt. Leider. Was aber nicht so schlimm ist, aber nicht so weit. Ich muss erstmal um den kümmern. Ja, das sieht doch gut aus. Panzerfiasko auf 18 runter. Tatsache, bringt mehr. Krass. So, also nochmal angegriffen wird und natürlich auch der Schütze kommt, müsste Clive es überleben. Ja gut, ich habe jetzt nicht mehr Verteidigung gehabt. Aber ich nehme es auch so. Oder ich habe noch Purgativ, komm. Purgativ. Heide Clive. So, bisher sieht es sehr gut aus. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ja, da kommen die Magier. Verdammt viel Schaden, aber. Kein Crit. Finde ich jetzt nicht cool. Aua. Okay, Claire schnell heilen, dann greift sie die Magier an. Ja, mit Cliff schon voranzustürmen war vielleicht ein Fehler. Sehe ich jetzt auch ein wenig ein. Magier machen mir aber auch Schmerzen. Alter, Lukas, wie er sich auftritt. Aus dem Weg, Mann. Aus dem Weg, Mann. Was willst du eigentlich von mir?
So, Clive kriegt das hin, dann haben wir das auch schon. Da kam jetzt die ganze Magier. Wie erwartet. Was wäre denn mit Donner? Donner macht verdammt viel Damage. Natürlich stehen jetzt alle im Wald. Das hätte ich gerne anders gehabt. Klar, Excalibur und so. Oh, ich habe sogar 100% Trefferquote. Mit Excalibur wohlgemerkt. Das wundert mich jetzt noch ein wenig. So, Aura, ordentlich abziehen. Dankeschön, Delphia. Und hoffentlich auch Level Up. Nee, nicht ganz, aber für normalen Angriff war es schon episch. So, Excalibur. Ein bisschen vorschwächen. Mir gefällt mir das nicht doppeln, das finde ich jetzt gerade ein bisschen sehr scheiße. So, sie hat natürlich Resistenz, aber im Wald keine Chance zu treffen, also lassen wir das. Dem bringt das irgendwie nichts. Ich hätte ihn aber gerne hier drüben eingesetzt, obwohl er zu wenig Resistenz. Vergiss das. Das ist eine scheiß Idee. So, das wäre schon erledigt. Jetzt Panzerfias gegen den. Und er killt mich, außer ich quitte ihn. Okay, ich riskiere es mal. Ich hoffe auf einen Quit. Sonst kommt mir das Zahnrad zum Zuge. Okay, kein Quit. Hätte ja sein können, Leute. Das heißt, ich könnte mit ihr den Finisher setzen, aber naja. Der macht viel mehr Damage. Der hier ist kein... Warte mal, ist nur wegen dem Schleim? Nee, der Schleim ist wohl das Stärkere. Dafür machen die anderen weniger Damage. Oh, oh, oh. Ich brauchte Ina gegen die Magier. Im Wald ist sowieso scheiße. Sogar machen wir einen starken Zug. Panzerfiasko und tschüss. Perfekt, so wollte ich es. Ich bin natürlich trotzdem voll drin, obwohl, warte mal, nur mit dem hier, war. Moment, dann mache ich es gleich anders. Hol erstmal sie da raus. Natürlich setzt ein... Mann, Faye, warum ein Feld vorher? Oh, Faye, what's going on with you? Was ist ein Schleim für einen Angriff? Reichweite 3, toll. Alright, let's go. Oh, nicht so Rest. Scheiße, 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 Mann. Faye, wieso machst du so einen Quatsch? The mother walks with me. Just say the word. So. Jetzt sind natürlich Claim noch drin. Scheiße, ich hätte nicht schon mit... Okay. Vergessen wir es, Leute. Ich ziehe nochmal ganz kurz zurück. Ich hätte nicht mit Cliff schon rein sollen. Das war ein Fehler. Fuck, hey. Ich hätte schon damit gerechnet. Machen wir ganz kurz. Verdammt, diese Magier. Allow me. Ja, sind diese Drecksmagier. Das gleiche Level up. So. Hier war ja klar, was ich mit ihr wollte. Oh klar, er hat nur 9 Resistenz, aber trotzdem. The mother walks with me.
Ja, wegen der Magie muss man echt was einfallen lassen. Das geht so natürlich nicht. So. Sehr gut, sehr gut. Die sind gleich erledigt. Clive, bitte platt machen hier und Dankeschön. Jetzt habe ich den noch. Aber da mit Lucas reingehen, weil dann kommen die Magier. Und er hat so gar keine Resistenz. Sprich, das wäre die dümmste Idee ever. Das heißt lieber für Purgativ für Fee, wäre eine Option. Oder zurückziehen ist die andere, aber... Ja, der Panzerfiasko noch, also kann er oben ruhig ein bisschen aushelfen. So ist's ja nicht. Okay, dann Panzerfiasko nochmal, aber erstmal natürlich unser Mage noch im Einsatz. Doch, das ist perfekt. So, jetzt aber den gleichen Stand wie zuvor, zumindest fast. Nein! Ah. Natürlich muss er jetzt quitten. Ich wollte Erfahrungspunkte für sie haben. That was doch my ID. So. Jetzt kannst du mir aus quitten. Du sagst dich so, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Der ist so eine Diva. So, bitte noch ein... Aha, was nur ein Rittertod war. Ja, der zielt bekannterweise nicht so viel ab. Ich wollte eigentlich noch ein Level-Up für sie haben gerade. Aha, warte mal, vertreibt sie trotzdem. Ja, über Umwegen reicht es trotzdem. Denn es ist die gute Mathilda. So, Verteidigung ein bisschen mehr, sehr gut. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann... Erholung. Alm geht schon nach vorne. Toben bringt sich in Ausgangsposition. Wie könnte es anders sein? Sie hat ja am meisten... okay. Ich meine, klar hat einen Teleport nach, aber was bringt es, wenn ich da jemanden reinschicke? Nicht gerade viel, will man behaupten. Okay, Leute. Neuer Stand. Nächste Paar müssen wir gucken, was ich mit dem Magier am besten mache, weil eben die sind hier alle im Wald und so ist voll scheiße. Ich habe zwar noch mal einen Excalibur-Typen, aber die müssen auch erstmal treffen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Shadows of Valencia. Ciao zusammen.